Was für ein Song. Bei allem, was so unser Leben ausmacht und alles, was gerade so läuft, da gilt eine Wahrheit, die haben wir gerade zusammen gesungen. Und es ist gut, wenn man so Momente hat, wo man, die Junge würde sagen, sich das innezieht und mir Alte würde sagen, wo man sich dessen bewusst wird. Da gibt es einen Namen, oder da fangen wir anders an, da gibt es so was Kuddelmuddel, würde mir Süddeutsche sagen, so was Durcheinander. Da gibt es Dini, Sorge und Nöte, da gibt es der Krieg, wo unfassbar ist, wo wir nicht in unseren Kopf kriegen. Und da gibt es dieses und jenes. Und da gibt es einen Namen, wo über allem steht. Da gibt es einen Namen, wo über allem steht. Und dieser Name, der lässt sich nicht in das Kuddelmuddel inneschleusen im Sinne von, jetzt mache ich da ein bisschen mit, ein bisschen Diplomatie, ein bisschen dieses und jenes. Sondern er sagt, schau mal, ich stand da. Und was für ein Zuspruch ist das? Alle Positionen haben wir gesungen. Auch so das Nüchterne, der ist jetzt in einer höheren Position wie ich. Oder ich werde unterdrückt von irgendjemandem. Oder ich komme mir so vor, als würde ich es werden. Vielleicht von einer Krankheit, wir kommen nachher nochmal drauf. Oder von der Einsamkeit, wo wir so mich als Sklave hält. Und dann bam, dieser Name, den wird niemand auf der Welt keine Macht zum Fall bringen. Wie gewaltig ist das? Und es passt ganz gut dazu, wenn wir da einsteigen. Die Bibel beschreibt das, was wir erleben, gerade im Jahr 2023 und viele Jahre vorher und vielleicht auch noch viele Jahre nachher, so als Geburtswehe, wo sich diese Macht Gottes mehr und mehr der Weg bahnt. Und jede Mutter, wo an eine Geburt zurückdenkt, weiß, das ist tust du nicht an. Das ist komplett Baller. Und dann merkst du, am Schluss kommen wir ans Ziel. Und das ist schon mal der erste Zuspruch für euch heute Morgen. Am Schluss kommt dieser Gott schon ans Ziel. Es bringt mich selber manchmal um, wie wir leiden müssen. Und mir vielleicht noch weniger, aber wie manche Leute leiden müssen. Das ist furchtbar. Aber am Schluss werden wir ans Ziel kommen. Das Leiden wird sich auszahlen in seiner Herrlichkeit. Wir Geburtswehe, da sind wir eigentlich schon voll beim Thema Geburt, Weihnachten. Jesus ist auf die Welt gekommen. Er ist geboren, das ist so alle Jahre wieder, könnte man sagen. Aber heute Morgen sind wir nicht zusammen, um alle Jahre wieder zu feiern, sondern wir sind zusammen, um etwas zu erkennen, was Weihnachten ist. Mehr als einfach nur das romantische Geschichtli. Weihnachten ist eingebettet in etwas, was eigentlich ein riesen Bruck ist. Das geht ganz am Anfang los. Man könnte sogar sagen, das geht in Genesis schon los, ganz am Anfang von der Bibel. Da ist schon Jesus wie mit da. Und dann bahnt sich das der Weg und für uns Menschen wird Jesus immer mehr konkret. Da lesen wir in Jesaja 9, das Volk, das im Finstern landet, das ist 700 Jahre vor Bethlehem so etwa. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und dann prophezeit der Jesaja, denn ein Kind ist uns geboren. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er ist der wunderbare Ratgeber, der ewige Vater. Er ist der Friedefürst. Und auch ganz nah dabei, Jesaja 11, ein bisschen weiter hinten. Übrigens, Jesaja 2, müssen da mal nachschlagen, ist mir die Tage wieder in den Sinn gekommen. Jesaja 2, die Schwerter werden in Pflugschare umgeschmiedet werden. Die Rebmesser werden umgeschmiedet werden. Es wird Friede einkehren. Der Friedefürst ist schon da. Und jetzt sehen wir Schwerter und Waffen. Verrückt, oder? Aber Jesaja hat schon verheißen, die Zeit kommt. Jesaja damals. Und dann, wenn wir ganz weit hintergehen in der Bibel, ist interessant, da wird das, was Jesaja in Kapitel 11 schreibt, nämlich, und es wird ein Zweig hervorgehen. Ich bin in der Landeskirche aufgewachsen, es ist ein Ros entsprungen. Kennt ihr das? Es ist ein Ros entsprungen. Ich habe immer denkt an das Rössli beim Knie, wo da gesprungen ist. Aber irgendwann habe ich es dann gecheckt, das ist kein Rössli, sondern das ist wie ein Trieb, ein Wurzeltrieb im öden Land, wo der Jesaja sagt, schau mal, wenn alles da niederliegt, und wir haben die Bilder vom Kopf, im Kopf, wo alles da niederliegt dieser Tage.
Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm, auf dem Zweig, wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das hat der Jesaja 700 Jahre ganz da vorne angekündigt. Und wenn man dann ganz hinten blättert in der Bibel, letzte Seite heißt: Ich, Jesus, habe meinen Engeln zu euch gesandt, um euch die Botschaft bekannt zu machen. Sie ist für alle Gemeinden bestimmt. Ich bin der Nachkomme Davids, der Spross, der Trieb aus dem Wurzelstock. Ich bin der helle Morgenstern. Der Geist Gottes, also das ist das, wo wir noch nicht erlebt haben, das kommt. Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wer Durst hat, und da klingt Johannes an, die Frau am Jakobsbrunnen, die Durst hat. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er wird es bekommen umsonst. Das ist die Spannweite von Weihnachten. Und mittendrin, wir heute Morgen in der GVC. Eigentlich denken wir an Weihnachten immer nur an jetzt Bethlehem. Aber eigentlich erstreckt sich das immer riesen Bogen. Die Braut wird kommen, Jesus wird kommen und Jesus wird uns ans Ziel bringen. Wenn du neu bist und mit dem Glauben nicht viel am Hut hast, dann denkst du, Alter, was schwaffelt der? Das ist ein bisschen schräg, das gebe ich schon zu. Ich habe das mal mit dem Nachbar erklärt und am Schluss schaut er mich an und sagt, du spinnst, Martin. Das hat schon was von du spinnst. Aber es hat auch auf einer anderen Ebene etwas, wo man merkt, da fängt auf einmal unser Herz und unser Geist als Mensch an, wo sagt, hey, aha, so ist das. Ich check's zwar nicht ganz, aber ich merke, da ist etwas dran. Es gibt eine Brücke, wo geschlagen wird, vom Anfang bis ans Ziel, schlussendlich bei Gott. Und mittlerweile in dieser Brücke hat der Elias das letzte Woche gebracht, ist er eintaucht in eine Szene, sozusagen in die Kernepoche hier in der Bibel, so die Evangelien, wo am Anfang stehen vom Neuen Testament, die Kernepoche von Weihnachten, die sich damals abgespielt hat. Und damals hat er eine gute Geschichte gebracht, nicht damals, sondern letzte Woche, hat der Elias eine gute Geschichte gebracht und er hat von wem geredet, wisst ihr das noch? Simeon. Simeon, der Typ, das war ganz interessant, jetzt muss ich mich schnell organisieren, Lukas 2, 25. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon, hatten wir letzte Woche schon gehabt. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Also wir sind jetzt in Bethlehem oder in Israel vor 2000 Jahren. Der Simeon ist damals unterwegs. Er ist Teil, wie wir heute Teil sind, von der großen Brücke, von der großen Geschichte Gottes, die er mit der Menschheit schreibt. Der Simeon, der hat eine Verheißung gehabt. Der Elias hat das so cool gesagt, das ist mir eingefahren. Du wirst den Retter sehen, bevor du stirbst. Wir wissen nicht, in welchem Alter. Also kannst du nur hoffen, dass er das nicht schon mit 12 gekriegt hat. Das ist ja ewige Spanne. Gut, vielleicht hat er Angst, er stirbt übermorgen. Aber er hat eine Erwartung gehabt, weil er der Verheißung Vertrauen geschenkt hat. Ein Zuspruch, du wirst den Retter sehen. Zuspruch. Der erste Zuspruch, der uns heute begegnet. Du wirst den Retter sehen. Und aus diesem Zuspruch kommt eine Erwartung, eine Hoffnung, ein Vertrauen, dass das passieren wird. Wir merken manches Mal, Thema Zuspruch, daraus kommt eine Erwartung und Vertrauen und so weiter und dann wird etwas, das ist manchmal nicht so ganz einfach. Weil wir manches Mal, das ist glaube ich so ein Reflex des Menschen, unsere Erwartungen weiter aber schrauben, damit wir nachher nicht enttäuscht werden, wenn es doch nicht so kommt, wie es uns scheinbar verheißen worden ist. Ich kann aber dem darfst du nicht zum Geburtstag schenken oder sollst du nicht zum Geburtstag schenken. Ich wünsche mir nicht. Aus Selbstschutz, wenn dann nichts kommt, dann ist ja gut. Wenn ich mir was wünsche und dann kommt es nicht, dann bin ich enttäuscht und das will ich mir mit 50 nicht mehr tun.
Also wünsche ich mir gar nicht. Das ist so ein Reflex und der holt uns manchmal ein. Mit den Erwartungen ist es manchmal so, dass das einfach gefährlich ist, dass sie dann erfüllt werden. Wir haben das vor einem Jahr so gehabt bei uns in der Family. Meine liebe Frau, die hat nämlich vor einem Jahr einen Adventskalender bastelt für unsere 3 Buben. Und die 3 Buben haben natürlich eifrig auf diesen 1. Dezember zugelebt. Der Adventskalender, müsst ihr euch vorstellen, war ein so ein Jute-Ding, wo es 24 Teile hat. Jetzt haben wir nur ein Problem gehabt. Wir haben 3 Buben und einen Adventskalender. Könnt ihr euch vorstellen, wie das schon mal am 1. Dezember dann zu und hergegangen ist. Wir haben das noch halbwegs irgendwie so klingt und gleitet und dann ist aber das Chaos ausgebrochen. Wisst ihr warum? Weil der Jüngste, der ist jetzt in der 1. Klasse, der war damals noch im Kinski, der hat sich das so angeschaut und durchgerechnet und hat irgendwann mal gemerkt, bis 10 kann ich zählen, aber dann verlässt es mich. Und dann haben die älteren 2 Brüder einen entscheidenden Vorteil. Und ich bin eine arme Sau und ich weiß ja gar nicht, wie es weitergeht. Also es war ein riesiges Chaos und ich weiß, die romantischen Erwartungen meiner Frau, dass das quasi die Familienpracht heraufbeschwört und alles wunderbar ist, die sind komplett in Eimer. Ich habe es ja eigentlich schon prophezeit, aber auf meine Prophezeiung hat sie nicht gelost. Wir haben dann aber als gesamte Family dazugelernt und wir haben dieses Jahr einen Adventskalender für jeden gekauft. Wir haben nur 2 Pflegekinder und die haben auch einen Adventskalender gekriegt, einfach um den Erwartungen, die da dahinter stecken, gerecht werden. Also meine Frau hat einen Adventskalender, ich habe einen Adventskalender, dass ich auch zum Zug komme. Die 2 haben einen Adventskalender, unsere 3 Brüder haben auch einen Adventskalender, dass es irgendwie funktioniert. Das ist so der Inbegriff von dem, dass wir den Eindruck haben, der Joni hat sich beschwert, dass das keine Schweizer Marke ist. Das tut mir schon leid, aber ich als Süddeutscher darf das. Das muss ja gar keine Werbung sein. Ich stelle das mal so an, dann wisst ihr, was ich meine. Das ist so der Inbegriff von dem, ich erwarte, dass das Türle das bringt, was ich mir wünsche. Und das geht richtig in die Hose. Müsst ihr mal vorstellen, wer Kiddies hat und das gleiche Theater mitmacht, hätte ich fast gesagt, ne, die schöne Freude mitmacht, der soll mal irgendwie eine Essiggurke da drin und ein Schöckeli raus tun und schauen, wie das Kind reagiert. Das geht komplett ins Loch. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir haben eine Erwartung und es kann passieren, dass ich nichts mehr erwarte. Ich habe mal an Weihnachten, ich weiß nicht, wie alt ich war, wahrscheinlich so um die 10, habe ich irgendein Schmarrer geschenkt gekriegt von meinen Eltern. Ich weiß nicht, was die studiert haben. Ich weiß auch nicht mehr genau, was das war, aber das war im Vergleich zu meinen 4 Geschwistern, die war das einfach nichts. Und ich habe immer gemeint, da kommt noch was. Und dann habe ich immer nur 20 Minuten durchgehalten, bis was kommt. Und irgendwann hat es mir dämmert, da kommt gar nicht mehr. Hey, das war ein richtiger Scheiß-Heiligabend für mich. Warum? Ich bin von dann entzogen, habe die Türe geschlitzt und das war's für mich. Ich bin brüllend ins Bett. Wie weh tut das? Alter! Und dann immer noch der Vergleich, die Konkurrenz, der hat viel mehr. Also hätte die gar nichts gekriegt, wäre ich ja glückselig gewesen. Obwohl ich das Gleiche gekriegt hätte, wie wo ich dort traurig war. Das sind so die Mechanismen vom Adventskalender, so Adventskalender-Mechanismen. Und da kann man ja gut den Titel der Predigt einfließen lassen. Erstens kommt es anders, zweitens als erwartet. Was erwarten wir denn an der Weihnachten? Natürlich, Kiddies, der Adventskalender. Was erwartest du, wenn du jetzt an die nächsten 14 Tage denkst? Ich glaube, es gibt so klassische Erwartungen. Vielleicht sind die beim einen weiße Weihnachten, dass es schön wird. Beim anderen ist es, dass es romantisch und gemütlich wird. Dass deine Deko so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast. Dass du das Geschenk kriegst, was du dir gewünscht hast. Dass es gutes Essen gibt oder dass endlich mal den Truthahn oder das Fondue Chinois richtig einschlägt, dass die Leute sagen, wow, also das war das Beste Fondue Chinois, wo ich je gegessen habe und so weiter. Ich merke, das ist so das, was mir so klassisch an Weihnachten erwartet. Vielleicht haben die noch anderes Zeug. Es gibt dann aber auch so unklassische Erwartungen, so ein bisschen heimliche, die traue ich mich gar nicht so laut aussprechen, vielleicht auch wieder aus dem Grund, weil ich Schiss habe, dass es auch dieses Jahr wieder schief gehen wird. Vielleicht, dass es endlich mein Mann auch kapiert, wie wichtig mir Weihnachten ist, weil es nicht um Tritra, Tralala für mich geht, sondern weil es um Jesus geht. Vielleicht die heimliche Erwartung, dass es nicht einsam zu und her geht bei mir am Heiligabend,
weil ich übrig geblieben bin. Vielleicht die Erwartung, dass ich Trost finde, weil dieses Jahr vielleicht der gestorben ist, den ich besonders lieb habe. Und vielleicht ganz plump die Erwartung, dass es einfach schnell vorbeigeht. Ist verrückt, wenn du mal fragst, wie viele Leute froh sind, wenn es vorbei ist. Was soll der Irrsinn? Wie stark läuft das aus dem Ruder, die Erwartung an Weihnachten? Auch wieder ein Kumpel von mir, der gehört zu denen. Hoffentlich schnell vorbei. Das Fest der Hiebe, hat er mir gesagt, anstatt das Fest der Liebe. Wir kommen nachher nochmal zurück. Wir wollen aber nochmal mit dem Simeon hier einsteigen in das, was die Bibel in dieser Kernepoche an Weihnachten, Bethlehem, Stall und so weiter alles erlebt hat. Nämlich neben dem Simeon schauen wir an zweiter. Am Simeon sein Zuspruch und seine Erwartung war, ich werde den Retter sehen. Jetzt tauchen wir ein zu einem anderen Kollege, der heißt Zacharias. Und der Zacharias, der Lukas 1, ich habe so viele Post-its da drin, dass ich mich da wirklich gut sortieren muss. Jetzt sind wir da bei Markus, Lukas finden wir auch. Lukas 1 lesen wir dann nämlich vom Zacharias. Er hat auch einen Zuspruch gekriegt, der gewaltig war. Ich lese euch gerade vor. Der Zusammenhang ist er war Priester. Und der Priester Zacharias hat an dem Morgen, Paulus hat man das Schönste entschieden, der Auftrag gehabt, das Rauchopfer zu bringen. Er geht in den Tempel innen, draussen, eine Crowd voll Leute, wo betet an diesem Tag. Tempel war was Heiliges, das war was Wuchtiges. Vielleicht war das auch manchmal Routine, aber in dem Moment hat sich die Heiligkeit des Tempels entfaltet. Nämlich der Engel Gabriel kommt und er sagt etwas zum Zacharias. Nämlich, deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Er wird groß sein in den Augen des Herrn und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Auf einmal kriegt der Zacharias, vielleicht oder größte Wahrscheinlichkeit, aus dem Nichts diese Message. Deine Frau wird schwanger sein. Jetzt hat es zwei entscheidende Faktoren gegeben, wo diese Nachricht nicht ganz einfach gemacht haben. Nämlich er war nicht mehr der Jüngste und seine Frau auch nicht. Und seine Frau war unfruchtbar. Gabriel, was ist das? Gescheiter erwarte ich nicht. Weil wenn die Nummer schief geht, nachdem ich es verkündigt habe, dann kann ich den Priesterjob gerade mal an den Nagel hängen. Dann bin ich niemand mehr. Dann bin ich einer, wo einfach irgendeinen Schwachsinn daher schwafelt. Und er hat dem nicht traut und als Zeichen ist er taub geworden, stumm geworden. Er hat nicht mehr schwätzen können. Weil das war so gewaltig. Die Verheißung hat sich ihren Weg bahnen wollen. Ein Zuspruch, du wirst einen Sohn bekommen. Interessant, er hatte Erwartung gehegt, die sich in der Schwangerschaft dann nachher gezeigt hat. In Erwartung sein, hat man früher noch gesagt. Die ist in Erwartung, die ist schwanger. Die erwartet etwas. Und der Zacharias in seinem Zweifel, ich kann mir vorstellen, ist bei dem zu ihm hergegangen. Vielleicht hat er gesagt, ich entlehne mich meiner Art und Weise, die mein Stammvater Abraham, der war dann noch weit vor dem Jesaja, auch schon gemacht hat. Der hat nämlich auch die Verheißung gehabt, du kriegst ein Kind. Und der hat gedacht, wie soll das gehen? Wir kriegen jetzt seit Jahr und Tag keine Kind. Also, komm, mir verhelfen der Verheißung Gottes ein bisschen nach. Und wer die Geschichte aus Genesis 16 kennt, der weiß, wie es der Abraham gemacht hat, der Schlingel. Der hat gesagt, schau, meine Sarah, forget it, die kriegt kein Kind mehr. Aber die Hagar, meine Magd, die wird ein Kind kriegen. Also komm, wir helfen Gott ein bisschen auf die Sprünge, dass seine Verheißung, weil er hat sich da ein bisschen verdorben, leider, der liebe Herrgott, dass seine Verheißung wahr wird. Ich könnte mir vorstellen, am Zacharias ging es ähnlich, der hat die Geschichte kennt. Soll ich jetzt irgendwie noch mit jemand anders das Kind zeugen? Wie soll ich das machen? Und so nach und nach aber in der Zeit drin, ich glaube, wenn du mal einfach nicht mehr sagst, wird mir manchmal auch nicht schaden, einfach mal ruhig sein, einfach mal drüber nachdenken. Im Laufe vom Stummsein offenbart sich mehr und mehr, was es heißt. Nämlich Elisabeth wird schwanger. Und dann irgendwann kommt der Johannes auf die Welt. Und der Johannes, der hat einen Job, das ist unfassbar. Wenn ich mir etwas vorstellen könnte, wo ich sagen muss, da hätte ich gern Müsli gespielt, in der Wüste gibt es glaube ich keine Müsli, es war Erdmännli gespielt, und hätte aus meinem Loch rausgeschaut und hätte beobachtet, was da abgeht. Nämlich Johannes der Täufer und wie er auf Jesus trifft. Das ist so eine gewaltige Szene.
Da gab nämlich, also Johannes der Täufer ist der Bub, der verheißen wurde vom Engel Gabriel, Zacharias, Vater, Elisabeth, Mutter, sie sind auch noch Cousin zu Jesus. Dann kommt also der Cousin Jesus und Leute haben der Johannes schon gefeiert als der Retter, weil der hat Charisma gehabt. Das war ein Freak, das war einer, dem hat man zugelassen. Und der denkt, vielleicht ist er der Retter. Und er hat gesagt, nicht ich bin's. Wie gesund ist das manchmal, wenn wir von uns sagen, nicht ich bin's. Ich wäre es zwar gern, aber nicht ich bin's, sondern der da kommt, der ist es. Das ist Jesus, das ist der Retter. Und die Geschichte hat damals im Tempel angefangen mit dem Zuspruch vom Engel Gabriel. Und schließlich passiert das Wunder, dass dieser Johannes der Täufer auf Jesus hinweist. Neben der Erwartung vom Simeon, vom Zacharias, nehmen wir nur einen dritten Block dazu. Ich habe langsam mit mir gerungen, auch die Hirte zu bringen. Das könnt ihr selber nachlesen in Lukas 2. Die Hirte passt genau in das Schema rein. Da kommt der Engel und schenkt eine Verheißung. Hirte nehmen wir heute mal außer vor. Wir haben den Simeon, wir haben den Zacharias. Und jetzt bringen wir nochmal eine Kamerade dazu. Die sind Land auf, Land ab bekannt als heilige drei Könige. In der Bibel steht nirgends, dass das Könige war und es steht auch nirgends, dass das drei waren. Also das könnt ihr mal vergessen oder auch traditionell weiterführen, ist eigentlich egal. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Die katholische Kirche hat ihnen, glaube ich, irgendwann mal auch noch einen Namen gegeben. Kommt immer in so Kreuzworträtsel vor, wer die noch macht. Und heilige drei Könige, da haben wir einen Vers aus Matthäus, jetzt müssen wir da eben ein bisschen führen. Ganz am Anfang vom Matthäus-Evangelium, im 3. Kapitel, begegnet uns nämlich die sogenannte Sterndeuter, im Griechischen übrigens Magier genannt, Magios. Also diese Magier, das war irgendwie so Astrologe, sagt man denn, glaubt bei uns, die haben irgendwie am Himmel etwas entdeckt. Ist schön, wenn du am Himmel was entdeckst, was dir zur Zusage wird. Und dann haben sie gemerkt, da verbirgt sich eine Verheißung dahinter. Wir lesen den Vers. Bald darauf, das war schon nachdem Jesus geboren wurde, kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Der Stern war ihr Zuspruch. Der Stern war ihre Verheißung. Und der Verheißung haben sie Glaube geschenkt. Die Sterndeuter haben das ernst genommen. Das Interessante ist, die Sterndeuter, vielleicht haben sie die Verheißung gehabt, aus dem Alten Testament ist man sich aber nicht so sicher, dass es in Bethlehem sein könnte. Im Nachhinein sind wir immer schlauer, wenn wir die Verheißungen dann ruhmvoll verkündigen können, wenn wir wissen, wie sie dann wirklich ausgegangen sind. Aber im Vorfeld ist das nicht so klar. Ist es Bethlehem? Nein, es ist nicht Bethlehem, haben die Magier gesagt. Wir gehen erst mal woanders nach Jerusalem. Da ist nämlich der große Showdown, wenn der König erwartet wird. Und das Gestirn am Himmel, keine Ahnung, wie sie da drauf sind, irgendwie muss es einen Zusammenhang haben, dass es tatsächlich so war. Das Gestirn am Himmel zeigt uns, ein König wird auf die Welt kommen. Der muss in Jerusalem sein. Also sind sie erst mal da und marschiert. Sie haben keine Google Maps gehabt, wo du schon den ganzen Plan siehst und jedes Eckle dann auf dem Smartphone hast und weißt, dann fahren wir da links, dann fahren wir da rechts und dann kommen wir da noch. Und dann zeigt es dir sogar um 11.32 Uhr sind wir genau da. Das Lustige ist ja immer, das stimmt immer bei mir. Also die wissen genau, wann ich ankomme. Kannst du sagen, 11.32 Uhr? Nein, nicht um halbe, auch nicht um 35, 32 Zeit Google. Auf das ist Verlass. Aber das war bei denen nicht so. Sondern sie sind einfach mal dem Stern hinterhergelaufen. Alter, wie blöd muss sie? Laufst du irgendeinem Stern hinterher? Das machst du nur, wenn du weißt, da kommt etwas von einem Ausmaß und von einer Gewalt. Ich kann das nicht erahnen. Ich bin mir auch nicht so sicher. Aber da ist eine Kraft drin. Da ist etwas, dem traue ich so viel zu, dass selbst wenn ich das Ziel nicht kenne, und der Weg zum Ziel auch nicht kennen, ich mache es trotzdem. So viel Power haben die in dem Zuspruch gehabt, der Stern zeigt uns den Weg. 3 Beispiele, 3 Zusprüche und 3 Erwartungen. So, jetzt kommen wir zurück zu unserem Adventskalender. Zuspruch und Erwartung. Jetzt wird
am 2. Dezember in der GVC. Was erwarten wir? Dass es einfach rund läuft, dass in jedem Türle das drin ist, was ich mir erhoffe. Und du kannst die Türle ja mal nehmen für Deko, weiße Weihnachten, gutes Essen, kein Streit, dass der Onkel Franz diesmal nicht kommt. Hoffentlich passiert ihm noch was, dass er nicht auftaucht. Wenn der kommt, vielleicht bringt der Onkel Franz nicht mal Streit und Untracht, sondern vielleicht ist der einfach anstrengend. Und ich habe keinen Bock auf anstrengende Weihnachten. Vielleicht ist das so das Türle von dir, wo du hoffst, dass es drin vorkommt, dass der Onkel Franz sich beibricht. Logisch ist das lustig, wenn ich das sage. Aber ich habe gemerkt, wir haben manchmal so tief drunter Gedanken. Das ist eigentlich schon verrückt. Wir wünschen es uns ganz, ganz heimlich, vielleicht nicht gerade, dass das Bein bricht, aber irgendwie, dass er halt eine leichte Grippe hat. Männerschnupfen. So, und darum glaube ich, dass wir in der Gefahr stehen, dass Weihnachten eigentlich nicht so viel mit den Erwartungen zu tun hat, wo wir gerade drüber gehört haben. Sondern ich glaube, Weihnachten steht in der Gefahr, dass es zum Fest verkommen ist, wo nicht die Zusprüche entscheidend sind, sondern die Ansprüche entscheidend sind. Ich glaube, wir stehen in der Gefahr, dass Weihnachten zum Fest der Ansprüche verkommen ist. Gutes Essen, viele Geschenke und 1 Meter Schnee. Das muss es sein. Natürlich haben wir ein bisschen andere Rolle als der Zacharias oder als Hirte, als die Sterndeuter. Natürlich sind wir nicht in der Kernepoche von Weihnachten, wo das sich wie so in Echtzeit der Weg bahnt. Natürlich ist das irgendwie auch ein bisschen romantisch verklärt. Aber ist das die Alternative dazu? Gestern, und ich habe es nicht mal gesucht, scrolle ich auf meinem Handy durch die Nachrichten, eine Schlagzeile, Mental Load, also die mentale Beanspruchung, Mental Load im Advent. Der Weihnachtsstress nimmt kein Ende. Oder Wichtelwahnsinn, den niemand braucht. Mom-Fluencerinnen erhöhen den Druck auf die Mütter. Also Influencer sind die, die mit dem Internet zu tun haben. Und da gibt es da noch eine Gattung, die heißt Mom-Fluencerinnen. Das habe ich Lebtag noch nicht gehört. Wichtelwahnsinn, den niemand braucht. Mom-Fluencerinnen erhöhen den Druck auf Mütter. Und das ist Weihnachten. Und dann gibt es Programme, wie du diesem blöden Stress entgehen kannst. Aber wirklich rauskommen tust du nie aus der Nummer. Du musst irgendwie mitspielen. Ich glaube, Weihnachten steht in Gefahr, zum Fest des Anspruchs zu werden. Aber Weihnachten ist nicht Anspruch. Weihnachten ist Zuspruch. Weihnachten ist nicht Anspruch, sondern Zuspruch. Wir können das drehen und wenden, wie man das wollen. Ich sage auch nicht, es gibt Programme und es gibt auch christliche Programme, die sagen, du musst allem Stress entfliehen und du musst da weit weg sein. Und erst dann, wenn alles ganz abgefahren und friedlich ist, kontemplativ und so weiter, erst dann wird das gut. Ich halte von dem nicht so viel. Ich glaube, es gibt sehr viele gute Ansätze. Aber mit 5 Kiddies daheim, da kommst du um den Stress nicht drum rum. Das chattert einfach. Meine Frau und die 2 Großen sind heute Morgen im Auto geguckt und meine Frau sagt, wie ruhig das ist, wenn die 3 Kleinen fehlen. Das ist so richtig, da kannst du im Auto noch Predigt fertig machen. Das hat es sonst noch nie gegeben. Weihnachten ist nicht Anspruch, sondern Zuspruch. Wir kommen um diesen Anspruch nicht ganz drum rum. Und ich halte es für verklärt, wenn wir sagen, wir müssen den ganz hinter uns. Also wir werden das nicht schaffen. Wir dürfen uns versöhnen mit dem Anspruch. Es darf auch schöne Deko geben. Es darf auch ein Anspruch sein. Also macht euch um alles in der Welt da nicht verrückt. Aber Weihnachten ist als erstes Zuspruch. Nicht du lädst ein, sondern du bist eingeladen.
Stell dir mal vor, du startest in den ersten Feiertag oder in den Heiligen Abend inne mit der Tatsache, obwohl du gerade am Herd stehst und schöne Essen machst. Nicht du lädst ein, sondern du bist eingeladen. Ich muss Weihnachten nicht im Griff haben, sondern der hoch ist an Weihnachten, hat dich im Griff. Ich darf mich von ihm halten lassen, anstatt dass ich ihn halte. Abraham lässt grüßen. Jetzt mal mit der Hagar ins Nest, damit das, was Gott verheißen hat, auch gut kommt. Sonst ist nämlich er der Blamierte. Und das wollen wir doch nicht. Nein, das ist andersrum. Der Zuspruch kommt zuerst. Ich muss nichts beweisen an Weihnachten, sondern er hat es verheißen. Das ist entscheidend. Jesaja 5 haben wir ganz am Anfang gehabt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, die Herrschaft ruht auf seiner Schultern. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, man nennt ihn ewigen Vater und man nennt ihn, und das ist das Gewaltigste, Friedefürst. Nicht du und ich werden den Frieden am Heiligabend bei uns im Wohnzimmer herstellen. Natürlich können wir das organisieren und wir können dieses und jenes vorbereiten, versteht mich nicht falsch, völlig klar. Aber der echte Friede, den bringen nicht mir. Der echte Friede kommt von dem, der der Friedefürst ist. Er wird den Friede bringen. Und vielleicht will er heute Morgen bei dir diesen Frieden schon mal bringen in deinem Herzen. Dort, wo es unruhig ist. Dort, wo du so auf Adrenalin bist, dass du schon fast anfängst zu zittern. Dort, wo du Fragen hast, weil er überlebst, todkrank im Bett liegt. Vielleicht will der Friede sich heute Morgen in dem Herz der Weg bahnen. Und wie kann das passieren? Ich glaube, wenn wir anfangen, dass wir mal uns dessen bewusst werden. Bei mir ist es so, wenn ich mir mal einer Sache bewusst werde, und das passiert mit 45 immer mehr, dann denke ich, wenn ich das schon mit 35 gecheckt hätte, dann wäre vieles einfacher geworden. Und darum ist es gut, wenn wir uns heute Morgen bewusst machen, Weihnachten ist als erstes Zuspruch und nicht Anspruch. Vielleicht auch ganz konkret, ist fast ein bisschen plump, aber vielleicht tut es auch das einfache Essen. Vielleicht muss die Deko nicht so hoch gekünstelt sein und wenn es Buben mal vom Tisch fegt, die ganze Krippe-Figur, dann schmunzelst du drüber und sagst, jetzt darf die gerade mal einen halben Tag auf dem Boden schlafen. Anstatt gerade schon durchdrehen und sagen, jetzt muss wieder alles in beste Ordnung kommen. Apropos Ordnung, vielleicht tut es auch manches Mal eine gewisse Unordnung längst daheim. Ich habe mich irgendwann mal mit unserem Buff versöhnt. Wenn unsere Kinder heimkommen, ich sage denen jeden blöden Tag, ruhmet eure Schuhe ins Schuhgestell. Und sie machen es nie. Ich könnte die Schuhe denen jeden Tag um die Ohren schlagen. Ja, aber ich kann nur schnell aufs WC müssen. Ja, dann mach's doch danach. Und irgendwann habe ich mal gemerkt, Martin, es ist vergebene Liebesmühe und es ist auch zu kraftraubend, dich jeden Tag um die Schuhe kümmern. Und kommt mal bei uns vorbei, könnt ihr machen, um 11:45, ihr werdet über Schuhe stolpern. Deko vielleicht mal weglassen. Oder einfach nur halb so viel auffahren. Und vielleicht ganz entscheidend, ich darf mir bewusst sein, ich muss die Harmonie nicht bewahren. Jetzt kommt der steile Satz, aber ich glaube, das ist so. Es darf einmal tätschen an der Weihnachten, weil ich es nicht besser auf die Reihe bringe. Die Welt geht nicht unter am ersten Viertag, wenn es am 24. tätscht hat. Und dann versöhne ich mich vielleicht am 25. wieder mit meiner Frau und sage, es tut mir leid, was gestern Abend war. Ich habe es nicht besser auf die Reihe gebracht. Weißt du warum? Weil ich der Friedensfürst nicht bin. Und weil meine Kräfte nicht gelangt haben, die Erwartungen jeden Tag bis zum 24. durchzuhalten. Ich bin ein Fan von Weihnachtsbeleuchtung und unser Pflegbub, der Ottniel, der liebt Weihnachtsbeleuchtung. Der hat am Ende von der Sommerferien, hockt er am Tisch und sagt, cool, bald ist Weihnachten. Und dann denke ich, Alter, du spinnst, das hat mit Weihnachten gar nichts zu tun. Aber er liebt das gell, Otti? Ja, ist so, ja? Er liebt das und das darf man auch lieben. Wir müssen das nicht einfach rauswischen und sagen, okay, aber wir müssen Maß halten da drin. Oder wir dürfen Maß halten und sagen, look, wir könnten auch mal eine coole Frage am anderen stellen. Hast du den Eindruck, ich übertreibe es? Also, ihr liebe Frauen, frage das mal eure Männer. Genau. Und andersrum, weil wir Männer übertreiben es manchmal auch gewaltig. Wir übertreiben es dann gerade vielleicht andersrum. Also ich bin so der
Versteht ihr das? Vielleicht können wir das auch mal weglassen und uns bewusst machen, es ist Zuspruch. Wir können uns entscheiden zwischen den beiden. Das darf immer nur dabei sein. Aber das Entscheidende ist nie das. Das Entscheidende ist immer das. Weil das hier heißt, dass seine Herrschaft kommen wird, dass er Friede bringen wird. Und wir beten es auch heute Morgen nach Israel, aber dass seine Herrschaft sich zeigen wird, dass das Friedensreich hergestellt wird. Wir beten es auch heute Morgen in die Ukraine hinüber, dass seine Herrschaft kommen wird, dass der Friede fürst sich der Weg bahnt. Aber wir müssen uns auch bekennen zu seiner Herrschaft. Ich habe gelesen, in Nürnberg, ich glaube, der weltbekannteste Weihnachtsmarkt, Christkindlesmarkt. Es hatte Bestreben gegeben, dass man den jetzt nicht mehr Christkindlesmarkt nennt, sondern Wintermarkt, weil das doch mit diesem Christus nicht mehr zu tun hat. Und dann sind wir pur und bloß bei der M&M's gelandet. Die kannst du einfach futtern, das juckt kein Mensch. Das Ding kannst du nachher einfach kübeln. Das ist einfach vorbei. Da bleibt nichts übrig. Und dann sind wir wieder da und merken, er ist der Herr. Und ich wollte mal die Ansprüche beiseite lassen. Man kann das Feld noch weit größer aufmachen, wenn auf Weihnachten. Übertrage das mal auf euren Glauben. Wie oft machst du stille Zeit, wie das der fromme Christ nennt, als Anspruch? Anstatt dass du dir dessen bewusst bist, wenn ich Bibel aufschlage, dann diene nicht ich als erstes. Und sind wir mal ganz, ganz ehrlich. Also sind wir mal grundehrlich, ich mache keine Umfrage. Wenn ich Bibel aufschlage, dann diene nicht ich als erstes. Da lesen wir nämlich einen Vers, das ist einer von meinen entscheidendsten Versen in der ganzen Bibel. Das ist die Grundlage des Zuspruchs. Das kommt als erstes. Das ist das Fundament, damit ich laufen kann. Das ist das A und O, im wahrsten Sinne des Wortes sogar. Das Alpha und das Omega. Das ist der Anfang und was der Schluss, was jetzt kommt. Ohne das, ich kann manches Mal, ich weiß nicht, ob das richtig war, aber mein Jugendlicher hat gesagt, dann lass Bibel gescheiter zu. Könnt ihr Vers einblenden? Jetzt sind wir dann nämlich noch beim Markus gelandet. Markus 10. Der entscheidende Vers, der Menschensohn, und gemeint ist Jesus, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld. Und jetzt können wir es auch übertragen. Statt der Menschensohn setzen wir mal ganz frech Weihnachten ein. Weihnachten ist nicht passiert, dass es sich dienen lasse, sondern Weihnachten ist gekommen, dass es dir dient, dass er dir dient. Wie auch immer deine Erwartungen aussehen, wo auch immer du hier hin und her pendelst. Wie gesagt, du musst den Anspruch nicht verteufeln und du musst den auch nicht mit aller Gewalt und mit Verhaltenstherapie irgendwie aus deinem Leben verbannen. Aber du musst dir bewusst sein, dass das zuerst kommt. Erstens kommt es anders, zweitens als erwartet. Wie auch immer das Mischmasch deiner Gedanken oder vielleicht auch die Klarheit deiner Gedanken aussieht, egal was du erwartest, eins musst du wissen. Er wartet auf dich. Danke, Jesus, für den Sonntagmorgen, dass du da bist und dass du es mir zeigen willst, Gott, wo ich mich immer wieder im Adventskalender verrenne und in dem, dass es rund läuft, Gott, in dem, dass ich ja auch meine Sachen organisiert kriegen muss, in dem, dass es auch ein taffer Tagesablauf ist und dass es auch eine anstrengende Zeit ist im Advent. Dass du immer wieder mir zeigst, schau Martin, als erstes ist nicht der Anspruch. Als erstes ist es mein Zuspruch. Amen.